Geschwister, höre zu. Und siehe, da war ein Mann, genannt Zachäus, ein Oberzöllner, und dieser war reich. Und er wollte gerne Jesus sehen. Wisst ihr, wenn wir zusammen Gottesdienste feiern, wenn wir zusammen Gottesdienste erleben, Apostelgeschichte, Wunder und Zeichen werden passieren. Und weißt du was? Jesus ist mitten unter uns. Halleluja. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei. Bist du immer noch neugierig auf Jesus? Weißt du, ich stehe jeden Morgen auf und ich bin neugieriger wie den Tag davor. Auf Jesus. Und Zachäus war auch neugierig. Er wollte Jesus sehen. Also ich will heute Jesus erleben. Du auch? Amen. Ich denke, dafür sind wir zusammengekommen. Und er konnte es nicht, wir wissen das. Es waren viele Menschen da und er war klein von Gestalt. Aber Zachäus war nicht, ich sag mal, er war schlau, er wusste, was er tut. Er lief voraus. Weißt du, und wir sollten Jesus erwarten. Wir sollten ja einfach hinausgehen, uns freuen, wenn wir Gottesdienste feiern. Und ich weiß, dass viele Geschwister ja einfach 300, 400, 500 Kilometer gefahren sind. Und sie sind gefahren und sie haben eins im Sinn. Ich will dabei sein. Du auch? Ich möchte heute diesen Gottesdienst auf keinen Fall verpassen. Ich möchte heute dabei sein. Du auch? Halleluja. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um zu sehen, denn dort sollte Jesus vorbeikommen. Halleluja. Und weißt du, Jesus kommt heute hier vorbei, der ist hier. Jesus ist hier, mitten unter uns. Und als er an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm. Jesus sah ihn und weißt du, Jesus sieht heute auf dich. Zachäus stieg auf einen Maulbeerbaum. Er wusste, Jesus kommt hier vorbei. Und Jesus kam da vorbei und Jesus sah ihn. Weißt du, Gott entgeht nichts. Glaube mir. Gott sieht dich. Vielleicht bist du da irgendwo in der Ecke. Vielleicht sitzt du da im Foyer. Jesus weiß, dass du hier bist. Jesus sieht dich. Jesus liebt dich. Vielleicht sind Menschen hier, die haben Jesus noch nicht aufgenommen in ihrem Leben. Jesus hat dich schon gesehen. Amen. Er ist gekommen zu suchen, was verloren ist. Und er sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig schnell herab, denn heute, und Jesus oder Gott spricht immer von einem heute. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verstocke nicht dein Herz. Jesus geht es immer um einen heute, weil wir wissen nicht, was morgen ist, aber ich weiß, was heute ist. Heute passiert hier was ganz Großes. Der König aller Könige, Herr aller Herren ist hier. Amen. Und er sagt zu Zachäus, heute muss ich in deinem Haus einkehren. Gott will heute in deinem Leben, in deinem Haus, er will mit dir Gemeinschaft haben. Jesus ist gekommen. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Und er sagt dazu, ich muss in dein Haus hineinkehren. Gott möchte, dass wir nicht ohne ihn irgendwo was tun oder weggehen. Gott möchte dein Leben ja einfach, dass du geschützt bist, dass du wirklich in Sicherheit bist. Und nirgends anders sind wir sicher als in die lebendige Hände Gottes. Amen. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Halleluja. Wisst ihr, und Menschen, die Jesus aufgenommen haben in ihrem Leben, das sieht man vielleicht nicht immer allen an, aber sie haben Freude, sie haben Lebensmut, sie geben niemals auf. Warum?
weil Jesus in deinem Leben wirkt, weil Jesus da ist. Wir können immer, wenn wir Sorgen, Probleme haben, wir können nach Jesus rufen. Er ist ein Gebet weit entfernt. Jesus ist heute hier. Wisst ihr, wir brauchen jetzt nicht auf einen Maulbeerbaum klettern oder suchen. So viele gibt es hier nicht. Aber wir können eins tun. Unsere Hände heben. Jesus, hier bin ich. Ich kann Jesus mit meinem Mund bekennen. Ich kann Jesus mit meinem Mund anrufen. Und das möchte Gott von uns. Amen. Sind wir da einig, Gemeinde Gottes? Wollen wir jetzt diesen Gottesdienst in die Hände Gottes geben? Amen. Bleibt ruhig sitzen. Ich werde ganz kurz beten und dann wollen wir anfangen. Und wir sind ein paar Gemeinden hier und jeder hat ja einfach, wir rufen dann auf und dann geht es weiter. Wir haben ein paar Gemeinden, wir sind froh, dass die Geschwister hier sind und wir wollen jede Gemeinde hören und ja einfach von jedem was lernen. Amen. Jesus, ich danke dir, Herr. Segne du jetzt diesen Gottesdienst, Herr, nimm ihn in deine Hände. Herr, wir wollen nichts ohne dich tun, Herr. Denn du, Herr, bist das Haupt der Gemeinde. Herr Jesus, führe und leite uns, Heiliger Geist. Und segne jetzt, Herr. Segne heute, Jesus, diese Gemeinschaft, Jesus. Wir wollen dich erleben, Vater Jesus Christus. Herr, Vater, wir wollen Wunder und Zeichen selber erleben, Jesus Christus. Herr, wir wissen, Jesus Christus, Herr, dass der Feind, und dafür wollen wir dir danken, Jesus. Und wir wollen dir das geben, Herr, was wir, Herr, für dich in unseren Herzen, Herr, aufbewahrt haben, Herr. Das wollen wir dir jetzt geben, Herr. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Und so lasst uns doch diesen Gottesdienst beginnen. Hier ist noch Platz. Hier, wenn er kommt, hier auf die rechte Seite, linke Seite ist noch Platz. Hier sind auch noch ein paar Plätze frei, Geschwister. Chiban? Natürlich ist es ein bisschen warm. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Jesus. Wir sind in Halleluja. I'll
wir müssen langsam warm werden. So ganz langsam werden wir ja einfach warm. Wir wollen ja in die Gegenwart Gottes kommen. Wir wollen ja den Heiligen Geist wirken lassen. Halleluja. Der Heilige Geist muss dich ziehen. Amen. Amen. Geschwister, macht doch mit, bitte. Komm, lasst uns unseren Herrn loben. Preise seinen heiligen Namen. Halleluja. Geschwister, lass uns mal eines tun. Ich merke und sehe, manche sind dabei, manche noch nicht so ganz. Aber wisst ihr, wir singen mal dieses Lied. Höre zu, aber ohne Musik. Weißt du, wir wollen als Gemeinde dieses Lied singen ohne Musik. Nur mit Jesus gehen wir voran. Als Gemeinde. Lasst uns das zusammen singen. Gott möchte, dass wir für ihn singen. Er möchte, dass wir kommen. Amen. Und dass wir singen, dass wir mit Jesus vorangehen. Nur mit ihm können wir vorangehen.